Salut miteinander. Einen wunderschönen Montag, Nachmittag. Falls schon jemand da ist, könnt ihr mir recht schnell Feedback? Das soll nicht gut sein. Okay. Und vorher hatte ich eine knallrote Bitrate-Line. Hey, Batz, wie geht's dir? Alles gut? Also vorher hat es ausgesehen, als hätten wir richtig üble Connection. Aber jetzt sieht es wieder gut aus. Ey, Big Boss Man, Sally, wie geht's dir? Gut, gut. Also, ja, der Nico ist natürlich auch bei mir. Hoi, Nico! Also nicht bei mir, er ist daheim, aber hier mit mir im Stream. Hey, what up, what up, what up, what up, what up, what up? Danke, als Tip-Top Connection scheint gut zu sein. Wunderbar, läuft flüssig, thank you, Ifes. Hey, die Hervorhebungen sind sehr speziell. Die sind neu. Welche Hervorhebung? Du kannst neuerdings so Leute hervorheben. So, Okay. Zum Beispiel Subscriber oder Mods oder so. Und irgendwie muss ich mich noch daran gehen. Das ist ganz. Twitch hat ja ein paar neue Features ausgerollt, die grundsätzlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Crazy Cat Lady, moin. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr gut Moin, aus. moin. Sehr gut. Merci, Big Boss Man. Das ist super zu wissen. Danke vielmals für euer Feedback. Da schenken wir euch allen ein Herzchen. Danke vielmals. Merci, merci. Okay, also ich habe jetzt noch nicht von diesen speziellen Hervorhebungen gesehen, aber Hast du unseren Twitch-Chat geschaut? Chatmarkierung. Ja, ja, ja. Sogar der Mod kommt da innen über. Welcher kommt mir in den Sinn? Verdächtiger Benutzer. Ja, die kommen nicht mehr auch über die Benachrichtigungen, ja. Das ist immer ganz gut. Wenn jemand verdächtig ist. So, der Liam. Special. Mhm. Okay. So, hey Leute, wie geht's noch? Seid ihr an der Zürich Popcorn gewesen? Erzählt mal, habt ihr etwas Cooles erlebt oder seid ihr schon ein schönes Weekend gehabt? Weil wir erzählen dann nachher, während wir den Podcast aufnehmen. Aber vielleicht können wir jetzt einen oder anderen von euch noch gerade integrieren. Wer von uns ist verdächtig? Ich sehe niemanden. Wann hast du gesehen, der verdächtig ist? Niemand ist verdächtig. Ich habe nur gesehen, dass das die Anpassungen sind. Wenn man unten rechts auf das Ach so. Zahnrädchen geht, sieht man echt die neuen Arten. Was Genau. ist Ja, niemand es ist, verdächtig. Nein, natürlich Außer nicht. Steffi ist immer verdächtig gut drauf. Und der Ives ist höchst sass. Sehr sass. Der Ives ist der verdächtigste. Ja, Genau. guck mal, ja. Also der mit dem Eili vor dran. Ja. Das ist unser Easter Egg. Unser Easter Eve. Genau. Das ist komisch aus. Gell, sag ich doch. Es ist schon speziell, wenn das so eingerahmt ist. War schön mit 6 Katzen und einer guten Serie. Und gute Serie ist immer alles die top nice. Was hast du geschaut, Crazy Cat Lady, für eine Serie? Ich habe ja gestern die Empress angefangen. Das ist ja die neue Sissi-Serie. Sissi, die österreichische Kaiserin. Die ersten, ich glaube, 3 Episoden habe ich geschaut. Die Episoden gehen fast jede Stunde. Das ist gut. Ich finde es, also es ist wirklich ist eine gute Serie. Ist noch gemütlich. Natürlich also, so ein Träumchen für Frauen, wenn du die ganzen Kleider siehst, denkst du so, oh mein Gott. Irgendwann will schon mal so ein Kleid anlegen, aber es ist ja, es ist eine gute Serie. Es ist wirklich super. Ja, es ist wahnsinnig geil. Nico natürlich wieder nur so, nein, zu wenig Action, zu wenig Gewalt, zu viel Glitzer. Vielleicht. Gibt's zu. Das ist genau ja. so. Also wir haben ja heute noch... wir haben heute noch etwas, oder? Für unsere Abonnenten. Nein, stimmt nicht. Für unsere Follower. Sicher nicht. Für die Abonnenten haben wir nie etwas. Die können sich mal kreuzen, habt ihr gehört?
Geht's? Nein. Natürlich haben wir etwas. Eigentlich können wir noch ein bisschen warten, aber das ist okay. Nein, komm, wir warten. Alles gut. Nein, Ich habe nur ein bisschen angeteasert, weißt du? Ich wollte anteasern. Und Aha, aber es ist hinten losgegangen. Also gegen hinten losgegangen. Ich sehe das. One schau, Piece! der Cobra ist hier. Jetzt Cool. ist alles gut. Ja, jetzt wo der Cobra da ist, jetzt können wir ja anfangen. Ja, für dich haben wir vielleicht auch etwas, Cobra. Schreib mir noch ein bisschen mehr, vielleicht haben wir dann wirklich etwas für dich. Am besten Steffi direkt whisperen. Nein, sorry. einfach ganz viel in den Chat schreiben. Das ist immer sehr wertvoll. Sorry, bin heute fies. Hey, Crazy Cat Lady, wie weit bist du denn bei One Piece? Also einfach so aus Interesse, weil es ja unendlich lang ist. Bist du so ein bisschen aktuell? Hoi, Cobra. Kappa zurück. Mit der letzten Staffel hat sie gestern angefangen. Mega nice. Aber ja, ich habe tatsächlich etwas für euch parat. Meine Lieben. Ja, ich warte gar nicht zu lange, dann können wir dann mit dem Podcast gleich schon mal starten. So. Das ist für euch. Let's go. Boom, boom. Here we go! Viel Spaß mit unseren Emotes! Und viel Spaß mit keine Werbung. Und nein, ausgerechnet der was? Crazy Cat Lady und der Cobra haben beide Käse bekommen. Das ist schon ein bisschen frech. Oh, das ist schon frech. Aber der Batz hat Masi einen eins bekommen. Und der Batz. Ja, und der Batz. Und der Spiegel. Das ist doch schön. Immerhin. Dodged. Genau. Hey Cobra, versuch dein Glück einfach das nächste Mal nochmal. Wir tun jetzt regelmässig ein paar Subs streuen. Ja, Also kommt wir einfach fangen mit vorbei. dem. Einfach immer vorbeikommen, dann habt ihr vielleicht Glück und dann kommt uns über ein Sub-Gift. Hey Martin, Yes. wie geht's dir? Ich bin in Vanakoni. Okay, ich schaue es nicht, Crazy Cat Lady. Ich weiß nicht, was Vanakoni ist. Ich nehme mal an, das Gebiet von One Piece. Aber, was? Du fragst jetzt noch, was jetzt ist. Was? Du hast gefragt, was jetzt ist. Ja. Dann sagt sie, es ist in Vanakoni. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, ich habe mehr so gedacht, so, ja, in welcher Staffel ist sie, welche Ich weiss Episoden schaut sie. Wo es gibt ja irgendwie 1000 verschiedene, also es gibt irgendwie 1000 Episoden oder so. Es hätte ja können sein, dass sie erst gerade angefangen hat, dass nicht mehr bis Episode 20 ist. Oder mit drin irgendwie Episode 358 oder so. Aber sie hat ja vorhin gesagt, sie hat die letzte Staffel gerade angefangen. Und dann ist ja super. Oh, wow. Der Cobra ist gerade am Dreischiessen. Oh, Steffi, du bist doch so eine liebe, nette, coole, gut informierte, hübsche, aufgestellte Frau. Was willst du? Oi. Oi. Nein, wie kann ich dir behilflich sein, Cobra? Was ist los? Wano Kuni ist einer der geilsten Arcs überhaupt. Okay, nice. Sehr cool, dann gut. Und Crazy Cat Lady ist bei Staffel 21, Folge 100. Es ist so sick. Es ist so sick. Ja, ich habe aufgehört, wo das japanische... Oder es hat 21 Staffeln mit je 100 Folgen. So, das kann natürlich auch sein. Ach, crazy, ey. Nicht darf man kein Kompliment mehr geben. Doch, natürlich darfst du mir ein Kompliment geben. Natürlich. Einfach nicht zu viel, der Steffi, bitte. Nein, ist okay. Ich habe es verdient. Genau wegen dem. Ich komme auch ganz gut zu Schlag ohne Kompliment. Ja, klar. Ich weiss auch so, dass ich toll bin. Mm. Nein. Jetzt müssen wir aber bremsen hier. Siehst du, Nico ist schon ein geiler Sieg. Merci. Nachdem der Steffi, hast gesagt, warte schnell, nette, coole, gut informierte, hübsche, aufgestellte, Nico, du bist ein geiler Sieg. Ja, jetzt. Es längt, oder? Ja, es längt für dich. Nein, natürlich. Ja, das, was er verdient, Nico. Steffi, Ich. wir sind wieder auf dünnem Eis, hä? Wir sind immer auf dünnem Eis. Aber ja, hey, ich würde vorschlagen, ich halte jetzt mal kurz meinen Monolog. Weil wir werden ja jetzt... was ist... Okay. Also, weil wir werden jetzt unseren Gaming News Podcast aufnehmen,
Was natürlich auch wiederum heisst, wir können während dieser Zeit, Die Wand ist geil, schau. wo wir diesen Podcast aufnehmen, können wir natürlich nicht auf eure Kommentare eingehen. Ihr dürft natürlich trotzdem schreiben. Wir haben auch Freude, wenn ihr schreibt. Und wir gehen sehr gerne nach der Aufnahme, also sobald die beendet ist, dann noch auf all eures Geschriebene kommen wir darauf zurück und gehen darauf ein. Also von dem her, falls ihr etwas zu kommentieren habt zu dem, was wir sagen, erzählen, dürft ihr das natürlich sehr gerne machen. Genau. So sieht es aus. So sieht es aus. Steffi? Ich. Machst du das mal anfangen? Das hast du noch nicht gemacht. Sorry. Ja, würde sagen. Ist das ein Befehl, oder was? Ja, wenn du so willst. Nico, du fährst an. Wow, nein, so wollte ich es nicht. Die spielst du mir nicht. Gut, jetzt. Ja, ich muss schnell schauen, wie. Improvisationskunst von mir wieder gefragt. Die Crazy Cat Lady sucht noch jemanden, der mit ihr geht, den One Piece Film Red schauen. Ich habe leider schon abgemacht in nicht Bern. Sorry. Aber ja, Red ist natürlich ein Film, den man muss gesehen haben, wenn man One Piece cool findet. Definitiv. Also, ganz ehrlich, du findest sicher jemanden bei uns im Discord. Ja. Meine Woche ist eben auch sehr, sehr durchgeplant. Eine grosse Party am Wochenende. Und Nico wird alt. Konzert. Nein, der Nico wird nicht alt. Er feiert sich seinen 30. nachher. So. Er ist schon alt. Du bist schon alt. Also, gut. Dann machen wir doch schnell die Einleitung. Was sind heute Themen nebst Google Stadia? Ja, das erfährst du jetzt gerade, Cobra. Ja. Das tun wir immer ganz am Anfang vom Podcast kurz abonnieren. Also Steffi, sagen, sind wir ready? Bist du ready? Steffi. Hallo zusammen, da sind wir wieder mit Buffcrit, Loot, Steffi und ich, der Nico. Was haben wir für euch parat in Episode Nummer 32? Es ist ganz klar. Wir waren an der Zürich Popcorn, wir erzählen euch ein bisschen, wie es dort war, was wir haben gesehen, was für spannende Games und Hersteller wir haben getroffen. Nachher gehen wir rein in Buff mit Mario Rabbids Sparks of Hope. Big Mode, eine Publishing Company, die sehr, sehr coole Ansätze hat. The Witcher Spin-off Blood Origin. Und von dort gehen wir direkt in Crit. Dort haben wir Google Stadia, wo sich selber hat müssen wieder runterfahren oder runtergefahren worden ist. Overwatch 2 mit ihren Vorgängen gegen toxische Video- oder Voice-Chat und Casino-Streamer, die sich über das neue Twitch-Verbot lustig machen. Das ist Buffcrit Loot. Jetzt habe ich mich da genug verschnurrt. Hallo zusammen! Loot haben wir natürlich auch noch ein bisschen. Das kommt dann nach Crit. Aber ja, hallo zusammen. Weißt du, Nico vergisst einfach wieder das Wichtigste. Unglaublich. Loot, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Da können wir es jetzt nicht das mal einfach vergessen. Sorry, wir nennen natürlich auch Loot. Das mal wieder mit Loot. Also herzlich willkommen zu Buffcrit, das mal wieder mit Loot. Es wird Loot. Yes! Vor allem mit dem Nico wird es immer Loot. Wait, egal. Ja, das erste Thema. What? Egal, vergiss es. Das erste Thema. Mario und Rabbids Sparks of Hope. Du hast ja vor unserer schönen Vorbereitung gefunden, so, das ist mein Thema, das ist taktisch. Also, erzähl, was ist so taktisch an Sparks of Hope und warum hast du das unbedingt als dein Thema haben, Nico? Tell me everything. Hey, weil ich positiv überrascht bin von diesem Game. Also, ich bin ja sonst nicht so im Nintendo-Universum daheim. Ich habe früher gerne Mario Party gespielt. Aber das Game ist ein bisschen unter meinem, also wie Game 2 würde sagen, unter dem Radar gewesen von mir. Und zwar habe ich das nicht gecheckt, dass das eigentlich, ja, dass es eigentlich ein cooles Game ist im Sinne von einem taktischen Shooter und zwar mit mega viel ja, Strategie und Überlegungen dahinter, die eigentlich recht cool sind. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie XCOM oder eben Jagged Alliance, wo wir schon darüber geredet haben. Oder
was gibt es noch so in der Richtung, die ich gespielt habe? Einfach recht viel halt die rundenbasierten taktischen Shooter, wo man mit einem Team gegen ein Team von NPCs kämpft. Und Nintendo hat das mega gut umgesetzt. Und jetzt in dem neuen Rabbids Sparks of Hope geht es darum, dass man einen Planet von recht lustigen, herzigen Küssi-Monster befreit. Was für Monster? Angriff. Küssi-Monster. Oh Gott. Ja. sie, sehen, sie sehen aus wie Küssi und sind Monster, glaube ich. Also sie sind Küssi-Monster. Und die werden angegriffen von bösen Mächten und ihr Planet wird besetzt und sie werden, glaube nicht als Küsse missbraucht, aber es wird einfach irgendetwas Böses gemacht auf ihrem Planet. Und Mario und seine Kollegen gehen ihnen helfen. Und das ist, glaube ich, so die Grundgeschichte. Und er geht man mit Mario und den Rabbids, die ursprünglich aus Rayman kommen, was ich auch nicht gewusst geht man die Welt retten und probiert dort ein bisschen den Planet zu befreien und halt einfach die taktischen Fights mit Hilfe von auch neuen Charakteren. Jetzt, das ist ja, glaube ich, die dritte Version Sparks of Hope. Und es hat wieder einen neuen Charakter noch dazu gegeben, nämlich einen Emo-Rabbit, der recht lustig aussieht. Emo-Rabbit. Ja, aber sie haben ja auch zum Beispiel der Yoshi gekickt. Also der Yoshi ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Und man kann sogar den Bowser mitnehmen. Wo der Bowser kommt, dem kann helfen, weil er seine wo er seine Armee zurück will. Die ist irgendwo verschollen. Das sind die Goombas, wo sie hypnotisiert wurden von der bösen Herrscherin und die probiert den Bowser zurückzuholen. Sehr, sehr lustige Vorgeschichte. Natürlich storytechnisch spannend, aber jetzt nicht irgendetwas mega Neues. Was aber wirklich lustig ist, ist eben der Ingame-Fight. Und zwar ist es im Vergleich zu anderen taktischen Shootern möglich, dass man quasi sich frei bewegt. Also das heisst, man hat gleich Movement Points, die man brauchen kann, aber man hat keine Squares, man hat keine so rechteckigen Spielfelder, sondern es ist eigentlich alles ohne Beschränkungen. Man hat beim Zielen zwar ein Rechteck, aber eigentlich ist der Spielraum, wo man sich drauf bewegt, ist eigentlich recht frei zum Rumlaufen. Und man kann sich dort wirklich bewegen, indem man einfach seine Movement Points braucht. Und man muss dort aber nicht irgendwie eben 5 Quadrat rauf und 3 über oder so, sondern man kann dort echt rumsäckeln. Und das ist in Realtime und das ist recht speziell und das habe ich recht cool gefunden, wo ja schon so lange solche Spiele spielt. Und man hat auch so cooles Zeug, das man kann nutzen kann, wie zum Beispiel Helikopter, Regenschirm oder was auch immer, wo man dann rumfliegen kann. Und so Movement-Sachen hat man auch und das macht das ganze Game recht lustig. Also ich kann mir vorstellen, ich weiss nicht, ob es eine Couch-Koop gibt bei diesem Game, aber ich kann mir vorstellen, dass das mega, mega lustig wäre, Couch-Koop zu spielen. Und ich werde mir sicher anschauen. Auch wenn es ein Nintendo-Titel ist. Also von mir aus gesehen nur gute Worte. Ich finde es cool umgesetzt für einen Mario-Titel und ich finde es ein bisschen schade, dass das erst jetzt gecheckt hat, dass das eigentlich noch ein cooles Spielkonzept wäre. Es ist nie zu spät für so Sachen, Nico. Es ist okay. Ich weiss, aber lieber spät als gar nicht. Genau. Außer dass sie die Yoshi gekriegt haben. Das ist ein bisschen lame. Aber I mean... Genau, lieber... Oh mein Gott. Man kann wirklich heute in diesem Podcast kann man alles falsch verstehen, was Steffi sagt. Und ich glaube, irgendjemand macht das so. Ich bin es nicht. Doch, gut. Du bist es ganz genau. Nein, ich bin es sicher doch, nicht. Nein, doch. Ich bin es definitiv nicht. Apropos, go big or go home. Das ist das nächste Thema, das Steffi anschneidet. Ich glaube, auch etwas mit Big zu tun, oder? Ist es big? Es ist gigantisch. Es ist nicht nur big. Nein, folgendes. Wir sind ja auch an der ZPC gsi, das ist doch eine Krankheit, Entschuldigung, Zürich PopCon. Und ja, so das ZPC, die Abkürzung, die muss ich wirklich noch gewonnen. Oder wie so ein Fußballverein. Eher ein Fußballverein. Aber eben, wir waren an Zürich PopCon am Wochenende und dort gibt es natürlich auch wie immer Indie-Game-Booths. Natürlich jetzt an der Zürich PopCon von der Schweiz, also mit Schweizer Entwicklern. Und es hat so fantastische Games dort gehabt.
gell? Wir müssen ja ein paar anschauen, Nico. Und da muss ich einfach sagen, wir können übrigens später noch ein bisschen mehr auf den Zürich Popcorn sprechen. Wir werden zuerst noch die News fertig machen. Und wir haben ein bisschen mit denen geredet und es ist so traurig, dass die keinen Publisher finden. Leute, die Spiele sind fantastisch. Warum bekommen die keinen Publisher? Keine Investoren? Das ist so sad. Und es gibt tatsächlich einen riesengroßen amerikanischen YouTuber, der ist seit 12 Jahren auf YouTube. Das ist der Videogame Donkey. Also er hat seinen Vornamen, sagt genau, was er macht. Also er spielt wirklich den ganzen Tag nichts anderes als Games. Und er sagt von sich selber auch, ich glaube, ich spiele mittlerweile jedes Game, das rauskommt. Das bezweifle ich, aber er spielt enorm viel. Und eben vor allem auch wahnsinnig viele Indie-Games. Und jetzt, nach seinen 12 Jahren YouTube, die er macht und Game-Tests und Reviews, hat er sich dazu entschieden, dass er jetzt einfach keinen Bock mehr hat, die Spiele einfach nur zu spielen, sondern er will mitwirken. Er will auch ein bisschen mitreden. Und durch das hat er jetzt sich dazu entschieden, dass er eine eigene Publish Company gründet. Die nennt sich Big Mode Publishing. Darum Big. Und ich bin vorhin selber ein bisschen überrascht, ich habe gar nicht gewusst, wer dahinter steckt. Und ich habe gesehen, hey, der hat schon über 7 Millionen Abonnenten. Also der ist riesengroß in der Gaming-Szene in Amerika. Was natürlich schade ist. Ich gehe mal davon aus, er wird sich hauptsächlich auf amerikanische Games fokussieren. Aber es ist natürlich fantastisch, dass einer, der so viel Ahnung hat von Games und also wenn du 12 Jahre lang nichts anderes machst als Games spielen, dann weisst du mit der Zeit, auf was es ankommt, was geil ist, was innovativ ist, was cool ist, was so die In-Game-Features sind und Gaming-Mechanismen, die Spass machen, die funktionieren, was funktioniert nicht, was soll es sein und so weiter. Und er kann halt die Game-Entwickler auch wahnsinnig gut beraten. Und jetzt hat er die gegründet, die Big Mode Publishing Company. Und ich fände es halt noch fast schöner, wenn es so etwas hier in Europa noch gibt. Also noch so zusätzlich. Oder sagen wir es einfach mal so, ich hoffe, dass er nicht nur die amerikanischen Indie-Games berücksichtigt, sondern wirklich auch die europäischen. Fix. Ja. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich so geschaut habe, also er hat eine Zusammenfassung gemacht auf YouTube, warum er eben die Company gegründet hat. Und es ist einfach so... er ist perfekt dafür, weißt du, was ich meine? Oh, gut. Ich meine, überleg mal, wenn du 12 Jahre lang nichts anderes machst als nur Gamen. Ich glaube, dann weisst du wirklich langsam, was die Branche so ausmacht. Und ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe jetzt selber Lust bekommen, wieder ein bisschen mehr zu gamen. In letzter Zeit ist es bei mir leider ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist es so, wenn man ihm zuschaut, merkt man direkt, dass er mit wie soll ich sagen, mit Herzblut dabei ist. Und er hat ja auch, seine Frau zockt ja auch immer mit, oder? Die sind ja zusammen, machen das ja zusammen. Das weiss ich nicht. Momo, das habe ich mitbekommen. Also es ist nicht nur sein Projekt, sondern er und seine Frau Umso schöner. haben das zusammen aufgenommen und machen das zusammen. Und es zeigt ja auch, dass es auch noch mega verbinden kann und dass man dort auch zusammen durch kann und zusammen so etwas aufziehen. Und das finde ich auch immer mega schön, weil, ja, wie soll ich sagen, man trifft doch gleich auch immer noch Leute, vor allem in der Schweiz, die finden, das ist in einer Beziehung nicht vereinbar, dass man einer nur Videospiel spielt. Also weißt du, was ich meine? Ist es aber noch nicht. Also als Frau ist das nicht übereinstimmend. Also stimmt es nicht übereinstimmend. Da muss ich schnell einen Abstecher machen. Wir haben gerade am Wochenende über das geredet. Ich war mit einer guten Freundin am Sonntag noch privat an der Zürich Popcorn gewesen. Und wir haben wirklich auch noch mit 2, 3 anderen Frauen über das Thema geredet. Und als Frau, wenn du gamest, du findest keinen Typ. Also beziehungsweise, du findest schon Typen. Aber es ist so einer, der nicht gamet. Nein, das funktioniert einfach nicht. Also weißt du, wenn der Typ gamet und die Frau nicht,
das ist noch so okay, das ist noch so... Nein, das ist nicht okay. Ja, natürlich ist es nicht okay, aber es ist akzeptabel. Es ist gesellschaftlich anerkannt, weißt du, was ich meine? Aber hey, wenn eine Frau geht und der Typ, ich habe es probiert, I tried, trust me, it does not Ja, work. Es funktioniert das fühle ich einfach wirklich nicht. Hallo. Erfahrungswerte hier. Ja, eben. Aber es ist wirklich schwierig. Also, das Verständnis ist einfach nicht für das Hobby, wenn der andere nicht gamet irgendwie. Genau, das Verständnis ist nicht und es wird irgendwie auch, wie soll ich sagen, es wird gar nicht ernst genommen. So. Man findet so, Gell? hey, du verschwendest deine Zeit vor dieser Kiste, mach doch mal etwas Richtiges oder mach mal etwas Richtiges mit mir. Und ich sage, ja, du kannst ja mitzocken. Nein, Game ist Das ist blöd. Zeitverschwendung, Ja, was voll. immer. Dann finde ich dann, ja gut, aber dann muss man halt, ja. Aber dann muss man vielleicht, glaube ich, sein Gegenüber muss halt einfach auch ein Gamer sein und man muss halt auch echt zusammen können gamen. Ja, gut, Und, es gibt auch solche Pärchen, die mit der Zeit der andere dann auch angefangen hat und dann auch Spass daran gefunden hat. Aber du musst halt offen sein für das. Oder? Und musst genau, du viel musst offen Geduld sein. mitbringen. Genau, du musst offen sein für das und du musst, also ja, ich meine, wie gesagt, bei mir ist es jetzt eigentlich meistens so gewesen, oder nein, eigentlich immer, grundsätzlich immer. Alle Beziehungen, die ich hatte, bin ich eigentlich der Einzige gewesen. Nein, das stimmt nicht, eine nicht. Aber sonst bin ich eigentlich immer der Einzige gewesen, wo gegamet hat von uns zwei. Und ähm, dann ist das Problem immer gewesen, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man auch das Gefühl hat vermittelt bekommen, gibt dem anderen nicht genug Aufmerksamkeit. Obwohl eigentlich mehrmals, wie soll ich sagen, Schritte in eine Richtung zusammenzocken oder so wären gemacht worden von meiner Seite, weißt du, was ich meine? Dass sie gesagt haben, hey, komm, probieren wir das mal aus, probieren wir das mal aus und so. Aber wenn es halt echt nicht geht und nicht anschlägt, musst du dich dann mal fragen, ja, reduziere ich mein Game oder das, was ich mega gerne mache, so ultra fest, für dass es für sie passt oder eben dann für ihn, ähm, dass es mir nachher zu wenig ist und ich nachher finde, mir fehlt etwas. Das kannst du nicht machen. Nein, das Weil geht wirklich dann, nicht. Weil du gehst ja nicht dein Hobby ja, auf. genau, Und du willst doch dein genau, Hobby nicht einfach aufgeben. Also, genau. es muss doch Platz haben in einer Beziehung, dass jeder sein eigenes Hobby darf haben. Aber ja, wir driften hier ein bisschen sehr ab. Es ist super Sorry. spannend, aber ich finde, wir können zurück zu den Gaming News. Ja, let's go. Bist du fertig mit deinem Ich Thema? bin fertig, du übrigens? darfst übernehmen. Okay, Ah, also, und nur schnell, sorry, ab und zu, also falls es irgendwie zwischendrin mal bei mir im Hintergrund komisch stöhnt, bei uns im Büro wird gebohrt. Ja, das wäre das. Sorry, das kann ich leider nicht vermeiden. Aber ich probiere mich eben immer zu muten. also, wenn es bei mir im Hintergrund komisch steht, meine Nachbarn haben einen kleinen Sohn bekommen und Oh der no. Dude wird auf jeden Fall mal ein Sänger. Weil Oh der ist no! wirklich, Ein Heavy Metaler. ja, aber schon, Ein ja. Growler. Ah. Also ja, your turn. Genau. Gut. Dann würden wir zum Thema weitergehen und zwar, ja, Witcher. Es ist wieder Witcher-Zeit, es ist wieder Herbstzeit, Winterzeit von der Serie, von der Fantasy-Serie. Witcher kommt wieder, allerdings ist es nicht The Witcher selber, sondern ein Spin-off. Und zwar heißt es das Spin-off Blood Origin. Und das Release-Datum ist der 25. Dezember. Schön zu Um was Weihnachten. geht's? Wupp, wupp. Genau. Um was geht es im Blood Origin? Ist wie gesagt ein Spin-off. Es ist noch nicht so viel bekannt von der Serie, aber es soll in die Mythologie und Vergangenheit vom Kontinent eintauchen, wo auch Witcher spielt. Und es erklärt uns mehr um die kosmischen Ereignisse wie Sphärenkonjunktion und Erschaffung vom ersten Hexer und so. Ähm, und irgendjemand aus der Witcher-Serie soll auch noch dort vorkommen, wo man kennt aus der Originalserie, aber eben, das heisst schon, es hat mit der Originalserie nur so viel zu tun, dass es eben von dort ein Spin-off ist. Also das heisst, komplett neue Schauspieler und komplett neue Geschichte im gleichen Universum. Ähm, ja, wie finden wir das? Ich weiß es nicht. Ich bin immer ein bisschen kritisch gegenüber Spin-offs, weil, was soll ich dir sagen, ja, ich habe gute Serien kennt, die nachher durch Spin-offs ein bisschen kaputt gemacht wurden und man dann eigentlich auch gemerkt hat, ja, okay,
ja, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, Spin-off zu schauen, weil es macht eigentlich das Original schlechter. Und das ist ja Ja, meistens so gewesen. Ausser beim The Book of Boba Fett, wo ja von The Mandalorian ein Spin-off ist. Und das ist mega, mega gut. Das ist wirklich mega, mega gut. Das sind zwei sehr, 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 sehr geile Serien, wo Disney Plus da gemacht hat. Darum werde ich die neue Star Wars Serie auch mal noch schauen, wenn ich Zeit habe. also, Ja, Steffi. naja, das Einzige, was ich will sagen ist, jetzt in diesem Fall ist es ja so, dass Blood Origin wirklich so ein bisschen die ganze Mythologie und Vorgeschichte und die ganzen Monster, die Entstehung und alles ein bisschen erzählt und sehr viele Hintergrundinformationen gibt. Und das haben wir ja im Witcher alles nicht. Und von dem her habe ich das Gefühl, wenn wir ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bekommen von der ganzen Story, dass wir vielleicht auch Witcher ein bisschen besser verstehen. Wo, ganz ehrlich, wenn du Witcher schaust und du hast das Game nicht gespielt, dann verstehst du es nicht. Also auch mit den ganzen Timelines und warum gibt es jetzt die überhaupt und wie sind sie entstanden und so Hintergrundinfos bekommen, ist schon cool. Ja, ja, fix. Also ich habe bei Witcher irgendwann habe ich abgestellt, daraus zu kommen. Obwohl ich alle Bücher gelost habe, also nicht gelesen, aber ich habe sie gelost, Immerhin. habe ich, ja, so mache ich es immer, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dort komme ich einigermaßen noch draus, aber wie sie es in der Serie haben verpackt, bin ich irgendwie gar nicht klar gekommen, was jetzt wieso passiert, und gegen Ende wird es wirklich so, wow. Ja, aber Ein vor bisschen allem die überfordert. ganzen Timelines, du kommst gar nicht mehr raus, wo er immer gleich aussieht. Das ist halt noch so das. Er altert ja nur so langsam und durch das hast du irgendwie das Gefühl, es spielt immer irgendwie zur gleichen Zeit, aber es sind komplett verschiedene Zeiten. Das ist so irritierend. Ja, er muss sexy und geschmeidig bleiben, das ist klar. Das haben sie nicht können True, verändern. ja, true. Naja, Witcherin noch ein bisschen jünger, why not? Ja, ja. Nico ist nicht Fan davon, von dieser Idee. Okay. Du bist echt, ja. Ja, sag's, Also. was bin ich? Was bin ich? Kleiner Simp bist. Also, Kleiner Witcher-Simp, ja, vielleicht. kleiner Witcher-Simp, ja. Genau. Aber das ist ja voll okay. Voll okay. Also, easy. Weißt, früher hat es noch gut. Crushen geheissen. Früher hat man noch auf Crushen? jemanden crushed. Früher hat man noch einen Crush auf jemanden gehabt. Und jetzt ist, jedes Mal, wenn du jetzt einen Crush auf jemanden hast, bist du einfach gerade ein Simp. Du bist das Wort Nee, so das stimmt negativ nicht. behaftet. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, man sagt immer noch Crush im Fall, Steffi. Das ist immer noch aktuell. Das sagt man immer noch. Die Das Wort ist- Twitch-Welt leider nicht mehr. Da gibt es das nicht mehr. Da bist du sofort ein Simp. Okay, also du redest aus eigener Erfahrungen. Wenn du auch bei Chats reinhoppst, ist schwanger Twitch-Streamer. Da bin ich auch ein Oder- Simp, ja. Ich simpe meine Freundinnen, das ist es so. Steffi, der Simpanse. What? Okay, ja, ist gut. Okay, ist gut. Idem. Also, Das waren unsere schönen Buff-Themen. Gehen wir weiter zu Crit. Und das erste Crit-Thema, das wir haben, ist Google Stadia. Ich weiss nicht, ob ihr jemals mitbekommen habt, was Google Stadia ist oder hat sollte sein. Google Stadia ist ein Produkt von, ja, wie hat man es anders eigentlich, Google. Und sie wollten eine Konkurrenz, also ein Konkurrenzprodukt aufbauen zu Xbox, zu PlayStation, zu Nintendo Switch und so weiter, halt zu diesen Konsolen. Und jetzt, also es ist so eine Cloud-Gaming-System. Du hast das installieren auf dem PC oder auf dem Fernseher, auf dem Handy, und du hast einfach einen Controller dazu müssen kaufen und that's it. Dann hast du eigentlich mit Cloud Gaming alles mögliche Games gamen. Das war so das Versprechen gewesen. Also basically wie der Xbox Game Pass. Und ja, die könnt sich vielleicht schon vorstellen, die Voraussetzung für so etwas ist natürlich eine sehr gute und stabile Internetverbindung. Wir in der Schweiz haben das Glück, dass wir das haben. Andere Länder, zum Beispiel Deutschland, das nicht. Das funktioniert nicht gut. Und es hat auch nicht funktioniert. Also Google Stadia hat zwar schon ein paar von ihren Controller und Hardware verkauft, durchaus. Und die Idee dahinter ist ja auch echt gut.
Das Problem war auch nur, die Games, die man hat spielen auf Google Stadia, das waren teilweise so ganz weirde Games oder solche, die man gar nicht kennt hat oder halt so Eigenproduktionen, so halbfertige und erst nach längerer Zeit haben sie dann angefangen, Third-Party-Games drauf zu publishen und auch die irgendwie nur so, wo du noch zusätzlich hast müssen kaufen teilweise. Und also irgendwie nicht ganz durchdacht, einfach vielleicht wahrscheinlich noch so 5 bis 6, 7 Jahre zu früh mit all dem. Aber ja, es war definitiv zu früh gewesen, weil sie haben jetzt selber müssen eingestehen, es hat nicht funktioniert. Die Nachfrage ist einfach nicht vorhanden und darum werden sie es jetzt wieder einstellen. Und zwar am 18. Januar 2023 ist der letzte Tag, wo ihr die Games noch spielen könnt, falls ihr den Dienst beansprucht. Und eure Games könnt beenden, wo nachher wird alles abgestellt. Was natürlich cool ist, Google hat gefunden, sie werden alles refunden, was die Leute ausgegeben haben. Alles. Und wenn man davon ausgeht, dass es etwa 100'000 Spieler sind weltweit und im Schnitt müssen sie etwa das $600 zurückzahlen, dann ist das echt nicht gerade wenig. Aber ich finde es schön, dass sie es zurückzahlen, überhaupt. Also das ist nicht selbstverständlich. Man könnte auch sagen, so, hey, ihr habt es ich glaube, es sind sogar $900, wenn ich es recht... Ja, es sind $900, die sie müssten zurückzahlen. Also fast $1'000 pro Person. Und ich muss schon sagen, das ist mega fair, dass sie den Ansatz gewählt haben, dass sie jetzt das Geld zurückgeben für die Hardware und die Games und alles, was man gekauft hat. Wo, ja, das Projekt ist gescheitert, aber das ist eben genau das. Man hätte einfach können sagen, hey, das Projekt ist gescheitert, aber it is how it is. Wir haben Ausgaben gehabt, aber das haben sie nicht gemacht. Sie sind der Meinung, dass man vielleicht das eine oder andere noch für Google Play oder YouTube oder irgendeine AR, also Dings, nicht Virtual Reality, wie heisst das andere? Augmented Reality kann benutzen. Also ich bin mal gespannt, was dort weiter passiert. Aber ja, bye Google Stadia. It was not nice meeting you, hat ich gesagt. Ich habe es nämlich gar nie gespielt. Also ich habe es nie in Betracht gezogen, mir irgendwie das zu holen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico. Aber für mich war es gar nicht das Thema gewesen. Nein, schon nicht bis zu mir durchgekommen. Ich frage mich auch, warum. Also, nein, hat mich nie gereizt, überhaupt nicht. Aber mir reizt zum Beispiel jetzt auch nicht zu schauen, was Netflix für neue Games rausgibt. So, ich finde, ich vertraue meinen alten bekannten Steam und vielleicht noch gerade am Epic Store Origin kann man verlochen, ganz ehrlich. Und das ist es. Also, ich glaube, Steam und der Epic Store ist dort, wo ich mich bewege, was Games betrifft, und der Rest interessiert mich nicht. Also ja, das kann ich aber nachvollziehen irgendwie. Ich weiss auch nicht. Ich denke so, eben, wenn ich ein Game spiele, dann gehe ich auf Steam schauen oder eben im Xbox Game Pass, wo ich genau weiss, dort komme ich die Games über, wo ich selber weiss, dass sie gut sind. Und ich weiss nicht, Netflix, konzentriert euch auf Filme und Serien. Ja. Die sind in letzter Zeit nicht immer so gut gewesen. Also legt wieder ein bisschen mehr Fokus drauf. Sehr gut. Hört auf Steffi, sie weiss, wie es geht. Ich weiss genau, wie es geht. Ich muss gleich noch schnell etwas einwerfen, was natürlich sehr wichtig ist. Man kann sich auch immer noch ein Game hardwaremäßig kaufen bei brank.ch. Das geht noch. Stimmt, könnt ihr nach Hause stellen, absolut eine korrekt. schöne Hülle anschauen und das Game... Das Regal stellen, auch ganz wichtig. Das Regal stellen, genau. Ich habe mir erst vor kurzem tatsächlich ein Game gekauft. Also eins in einer Verpackung, in ein physisches. Ja. Ja, okay. Also wenn ich eins sehe, das abgeschrieben ist, gerade so, ja klar, snack ich mir das, why not? Ich habe jetzt nicht so viel, dass ich nicht weiss, woher. Okay. Ja, aber du hast mich gerade unterbrochen. Ich wollte sagen, dass wir gleich so eine, wie heissen die kleinen Figuren mit den grossen Köpfen? Die Funko Pops? Ja! Findest du die lustig? Nein, ich habe mir jetzt gerade überlegt, man könnte ja im Chat versprechen, dass wir so einen Steffi Funko Pop machen. Das würde auch noch der wäre sicher sick. Ja, das wäre nice, oder? So eine Steffi Funko Pop gesehen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin gar kein Fan von Funko Pop. Da hätte ich lieber ein Barbie von mir selber als ein Funko Pop.
Ein nicht. Barbie? Ja. Okay. Also ich finde darum, die Okay. Funko-Pop-Figuren, die Köpfe sind einfach viel zu gross. Es tut mir leid, die sind richtig creepy mit diesen schwarzen Knopfaugen und die fetten Köpfen. Oder das Amiibo, genau. Das Amiibo wäre auch gut. Steffi, lass jetzt. Ja, Funko Pop von dir wäre gut, weil es fokussiert sich auf die wichtigen Sachen auf meinen Kopf. an dir. Und zwar dein Köpfchen. Fair enough. Okay? Ja, no. Stimmt, da ist Nicht so viel übersexualisierte drin. Figuren, nicht übersexualisierte Figuren. Voilà. Stimmt, in meinem Kopf schließt sich so viel drin. Da ist halt, Ja, wenn man sag's ihn nochmal, würde, bitte. wenn man meine Intelligenz bildlich darstellen wäre so Funko Intelligenz, Pop. Ja. Das ist die Abkürzung von Intelligenz. Hast du nicht Oh, gewusst? das war ein Intelligenz. Eigentor. Ein Eigentor. Nein, sagst du das nicht, Intelligenz? Wir sagen das auch bei uns so also in meinem Freundeskreis, sagen wir aber Intelligenz. Ich so als eben so, natürlich, ja. Mhm. Wer kennt es nicht? Intelligenz, man sagt es als Joke, ja. Ja. Im Freundeskreis. Ja. Mhm. Ja. Ja, ist gut, ja. Ach Mann, wurde langweilig. Nein, Ah. alles gut, Steffi. Come on. Aber ja, Gut. so viel dazu. Es gibt gleich eine Funko-Pop-Figur von mir, habe ich gehört. Wir müssen sie hier verlosen. Sie wird, ich habe gehört, 70 cm groß. Wieso 70 cm? Das ist doch eine schöne Höhe. Das ist nicht ganz ein Meter. Wieder noch schnell von Grösse auf Höhe erst korrigiert. Ich habe es genau gehört, Döchli. Ich habe es genau gehört. Das ist nicht ganz ein Meter, aber es ist noch grösser als ein halber. Tipptopp. Oh. Oh Mann. Gut. Egal, ja. Steffi hat übrigens noch einen anderen lustigen Podcast, was ich gerne über so Sachen rede. Viel, wenn es nicht interessiert. Wir reden über sehr viel Sachen, ja. Falls euch das interessiert, könnt ihr aber bei mir privat im Profil schauen. Genau, privat. Privat, genau. Gut. Also, Slidet in meine DMs. Ja, macht das. Slidet. Slidet. Nein, also jetzt Ich habe gehört, Sliden ist Priorität Nummer 2 vom Troy. Erste Priorität ist Looten, zweite Priorität ist Sliden, dritte Priorität ist Teammates beleben. Das habe ich dir Troy gesagt. ist umgeslidet, oder was? Troy slidet immer, wenn er kann. Das ist ja genau das. Wenn man kann, dann muss man sliden. Der Troy ist ein Slider. Mhm. Gut, Troy geht am Mittwoch let's go. wieder. Also, wir müssen weiterfahren und zwar haben wir gerade ein bisschen den Überblick verloren, aber jetzt gehen wir ins Thema Overwatch 2 und es heisst, ja, es ist eine sehr, sehr kleine Anekdote, aber lustige und irgendwie auch besorgniserregende, aber irgendwie auch gute. Overwatch 2 will nämlich das toxische Verhalten im Voice-Chat reduzieren. Und das machen sie, indem sie den Voice-Chat aufzeichnen. Also das heisst, scheinbar macht das Valorant schon lange, das habe ich nicht gewusst, aber Blizzard tut das Zeug aufzeichnen in Overwatch, wenn sich also jemand äußert. Zum Beispiel, ich sage jetzt, Steffi, du bist eine blöde Kuh, dann wird die nachher gebannt. Entschuldigung! Der Steffi hat gesagt, sie sei eine blöde Kuh und muss mir nachher vielleicht sogar noch dafür rechtfertigen, der Steffi Blumen schicken oder ein Mail. Kannst du mir noch eine Flasche Wein schicken? Das ist auch gut. Warum müssen es immer Blumen sein? Und so eine Flasche, so ein Entschuldigungswein, so hier. Kannst du noch bei Brack bestellen, das ist okay. Willst du schnell allein trinken, oder was? Natürlich. Eine Granny, Das ist die du mir sad. beleidigt hast und trinke mein Wein. Perfekte Kombi. Für einen Sonntagabend. Gut, das finde ich super. Wenn du noch alles mit dem Video aufnimmst und dazu noch eine Klasse ist, dann kann ich mich richtig daran amüsieren. Es muss aber Schoki Brownie Glasse sein. Ja, oder Cookie Dough. Also, nächste. Genau. Auf jeden Fall wird das alles aufgezeichnet, wenn ihr also jemand beleidigt im Chat. Bei Overwatch 2 wird es aufgezeichnet. Konsequenz! Sag's wie es ist! Genau, es wird konsequent geregelt. Ihr werdet das Problem bekommen mit Blizzard und niemand will Probleme mit Blizzard, weil die selber genug. Von dem her, ja, ist es gut, ist es nicht gut? Man kann sich darüber streiten. Ich finde es okay, wenn man vorgeht gegen Leute, die toxisch sind im Spiel, das ist sicher gut. Man kann aber auch den Voice-Chat ganz ausstellen, dann wird das natürlich nicht gemacht, weil Blizzard kann natürlich nicht ins Discord
oder euer Teamspeak aufzeichnen. Voilà. Und die meisten Leute spielen sowieso nicht über einen internen Teamchat, außer sie haben Kollegen. Von dem her, ja. Genau. Und wer auch keine Kollegen hat, wären unsere nächsten Kandidaten vom nächsten Thema. Die haben leider viel zu viele Kollegen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Nein, unsere lieben Herren von Twitch mal wieder. Also nicht alle natürlich und auch nicht die bei Twitch arbeiten. Ich meine, ein paar, die streamen und ich meine ein paar sehr spezielle, die streamen. Sogenannte Casino-Streamer. Also, Casino, hä? Ein Casino-Streamer, genau. Nein, wir haben es ja in der letzten Episode, im Nummer 31, schon davon gehabt, dass jetzt eben Twitch ab dem 18. Oktober also Gambling wird bannen auf Twitch, aber eben nur so halbpatzig. Also eigentlich alle so Poker und Sportwetten sind weiterhin legal auf Twitch, aber eben so Slots und eben so das klassische Gambling und alles, was basically nicht in den USA lizenziert ist, also wird illegal. Und es gibt halt diverse Casino-Streamer auf Twitch, die ja, von dem leben und nicht wenig Geld machen, wo sie halt auch sehr viele Zuschauer haben. Und ja, jetzt ist das natürlich, ich weiß nicht genau, wie ernst das ist, aber es ist halt einfach schon so, Leute, Casino ist nicht das Einzige, was ihr machen könnt auf Twitch. Rennt nicht. Also bitte, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Die haben vorher ja wahrscheinlich auch etwas anderes gemacht. Macht halt wieder GTA 5, so wie immer. Und stattdessen sind sie einfach rumgerannt, sie würden jetzt Sozialhilfe beantragen, weil man ihnen ja schliesslich ihre Arbeitsgrundlage genommen hat und so. Und es ist halt echt so ein bisschen, ja, es tut mir halt ein bisschen, es verpasst mir psychische und physische Schmerzen, wenn ich das so lese. Muss ich also wirklich sagen. Andererseits muss man sagen, Twitch ist im Moment grundsätzlich ein bisschen am komische Sachen ausprobieren, nennen wir es mal so. Und in einer Sache muss man sagen, haben sie aber auch recht. Habt euch fest. Es ist nicht ganz... Achtung. Ja, passet auf. Jetzt aber. Zeigefinger ist oben. Nein, also etwas, das haben wir ja auch schon gesagt. Einerseits ist es sehr halbpatzig, was sie machen, also was Twitch macht, dass sie nur einen gewissen Teil der Casino-Streams bannt und der Rest ist immer noch legal. Und gleichzeitig lassen sie aber Sachen wie FIFA-Päckchen-Unboxings oder da die Pokémon-Card-Unboxings, die Booster-Unboxings, die ja vor einem Jahr so enorm gehypt worden sind. Das ist basically auch Gambling. Das ist nichts anderes als Gambling. Aber das haben wir ja auch schon geredet. Machst du dich erinnern, Nico? Ganz am Anfang. Natürlich. Und es ist im Moment geht wieder riesig der Hype. Ja, FIFA ist wieder groß. Genau. Also es ist nichts anders. Fix, ich schaue auf meine Streamerliste und ich sehe alle am FIFA streamen. Vor allen anderen, der Montana Black geht im Moment online mit 33.900 Viewers. Am FIFA streamen. Also, es ist überhaupt keine Veränderung zu den Vorderjahren. Nee. Das ist etwas, wo nachher, wie du sagst, Steffi, komplett komisches Ungleichgewicht gibt. Aus dem, wo Twitch eigentlich hat probiert jetzt zu ändern oder will ändern. Ich meine, die fetten, riesengroßen, also fett sind nicht, also die ganz grossen Streamer mit den vielen Average Viewer, das meine ich mit fett. Wenn die grossen Streamer aber so Sachen machen wie Päckchen unboxen, zum Beispiel Pokémon Booster unboxen. Es ziehen alle mit, wo alle ihre Fans, die sie haben, die ihnen bedingungslos und total blind und hirnlos folgen, die machen das dann auch. Ja, wo er es hat gemacht, darum ist es cool. Und es ist halt so, es ist nichts anderes. Also ob die jetzt ihm das Gambling nachmachen oder Pokémon Booster Pack Unboxing kaufen, nachher machen. Es ist basically das Gleiche. Es ist einfach anders verpackt. Und EA würde sogar sagen, nein, das ist nur ein Feature mit Zufallsfaktor. Ja. Gut, wir ranten durch. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen wollte.
Ja, aber ich kann dich auch unterstützen, Steffi. Aber es ist halt so, es ist halt scheiße. So Zeug regt halt auf. Und statt, weißt, also ich kann noch weitermachen, ich habe noch viel mehr, was ich loswerden könnte. Aber Ja, ich will nicht, dass nach am Schluss die Welt brennt. Nein, der Nico ist schon das Mikrofon gemutet worden. Genau, weißt, das gibt jetzt einen riesen Monolog. Nein, ich halte mich kurz. Gleichzeitig muss ich halt wirklich sagen, das hat man jetzt gerade am Wochenende wieder gesehen, gegen Bots und Trolls wird einfach nach wie vor nichts unternommen. Statt dass sie mal dort würden anpacken und etwas gegen das machen, tun sie lieber weitere Features ausrollen, wie sie noch mehr Geld reinnehmen können. Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist nicht okay. Und immer noch mehr auf Kosten der Zuschauer. Und das ist nicht okay. I don't like this. So, Monolog Ende, Rant Ende. Jetzt bin ich wieder die frisch fröhliche Steffi. Die tolle, nette, freundliche. gut. Nice. Okay. Alright. Ja, eben. Wir sind beim Thema Casino-Streams oder Casino-Streamer, die über das Twitch-Verbot sich lustig gemacht haben. Hier auf dem aktivsten Corporate-Stream von der Schweiz. Ja, Steffi, ich würde sagen, merci vielmals für deinen Beitrag. Ich kann das nochmal unterschreiben, 100%. Sollen sie lachen, sollen sie sich lustig machen darüber, sollen sie das probieren mit der Sozialhilfe? Hey, im Endeffekt sind sie die Verlierer von dem Ganzen und sie wissen es. Also müssen sie jetzt einfach einen Weg finden, wie sie können, ja, wie sie ihr Geld können verdienen können. Vielleicht auf eine ehrliche Art und Weise, vielleicht nicht mit Casino-Streams, ich weiß es nicht. Ich habe zu dem Ja, es gibt Thema doch immer sagen, noch Hot Tub Streams. Schon ehrlich. Verdient Geld. ja, aber du kannst im Fall auch cool viel Followers und so gathern, wenn du einfach ein Format machst, wo mega spannend ist. Das könnte Hey, und Universum natürlich. sein oder was auch immer. Und dann musst du halt ein bisschen grinden. Also das ist das, was der Nico halt nicht macht, wenn er streamt. Der grindet nicht. Er hasst es, wenn er den Stream anlässt, dann hat er das 3 Leute zuschauen und dann denkt er, ja, come on, ich gehe wieder drauf. Aber das bin ich, Schlechte oder? Einstellung. Wenn, wenn ich, So erreichst du wenn nie etwas, Nico. Genau, aber wenn man wirklich so eine Streamerin ist, wie die Steffi mit ein bisschen Erfahrung, weiss man, dass man zuerst muss you gotta eat dirt. Du Oh musst zuerst ja. durch den Dreck, für das du kannst irgendwo herkommen. Ja, und je weniger Und- man streamt, desto länger dauert es. Das kommt halt auch noch dazu. Also, wenn du von Anfang Ja. an, also das machen wir wieder eine kleine Exkursion. Nur ganz schnell. Wenn du von Anfang an jeden Tag online bist, für irgendwie 4 Stunden, aber jeden Mhm. Tag, dann wirst du viel schneller entdeckt und wirst viel schneller wachsen, als du einmal in der Woche streamst. That's the thing. Aber ja, wir haben noch Sachen gekauft. Komm, gehen wir weg von Twitch. Es nervt. Okay, wir gehen weg. Oh. Nein, wir gehen also, natürlich nicht nein, weg von nein, Twitch. Moment. Liebe Twitch. Ja, nein. Alles Also, gut. das Thema. Wir Ja, wechseln das Thema. Thema Twitch. Wir gehen natürlich nicht weg von Okay, wir Twitch. gehen nicht Wir weg. bleiben Nein. auf Twitch, weil wir Alles werden gut. weiterhin Wir wollen sind hier hier, ja. streamen, weil wir finden, wir Ja. machen eine coole Sache. Wir sind 4-mal Woche live und das wollen wir nicht ändern, sondern eher noch ausbauen. Also, aber Themawechsel. Twitch, geile Sache. Wir Genau. möchten gerne, Mann. Ja, das ist super. Merci, dass es euch gibt. Das ist so Ja. toll. Heute Abend zündet ich ein Kerzchen für euch an. Also, Lud. Ich habe etwas gekauft, beziehungsweise nein, ich habe es nicht mal gekauft, ich habe ein Geschenk bekommen. Hey, letztes Jahr komme ich Du bist Games so ein geschenkt spoiled über- Kid. Es ist wirklich so. spoiled. Ja, ich bin ein bisschen spoiled. Aber danke vielmals für das Gift-Game. Ich habe einen Winemaking-Simulator bekommen. Ich kann jetzt mein eigenes Wein herstellen. In-game natürlich. Fantastisch. I love it. wie ist das Game? Ist das lustig? Ich habe es leider noch nicht anspielen. Aber ich freue mich Ah. enorm drauf. Ich glaube, das wird mega chillig. Also, was ich bis jetzt gehört habe, ist einfach wahnsinnig entspannend. Und ja, du musst natürlich so ein bisschen dein Feld bewirtschaften und halt ein bisschen Zeugs machen und Wein brauen. Und ja, ich bin gespannt. Okay, das klingt sehr cool. Ja, 2 Sachen. Das eine habe ich auch noch nicht gespielt, das heisst Gundam Strike Force. Da müssen wir gar nicht viel drüber reden, weil ich glaube, das ist hat doch noch recht Action. Seich. Und Anime. Aber- Also so Gundam, weißt du, was Mecha. es ist, oder? Das sind doch so sind die Mecha. Roboter. Aber die Mecha. Die nennt man du Mechas. meinst Mecha. Ja, ja. Ja, Hey, Englisch. wenn du darum Mecha. Mecha sagst, denke ich an Mecha. Ach Weißt so, du, nein.
Nein. Ja. Ich rede halt einfach Ja. Englisch, aber das ist okay. Und Ja, dann- genau, das und. Genau das. Und habe ich mir heute gezogen Moonbreaker. Das haben wir an Dings gesehen, an Gamescom. Die hat es dort ausgestellt. Das ist voll cool. Das ist so eine Mischung zwischen Pen Paper, also so Off-Game, hätte ich gesagt, Offline, Figürchen anmalen und Tabletop Ja, und ja, voll. ja. Aber Es halt ist mega online. cool. Es ist basically Also, Warhammer 40k reduziert auf einfache Art und Weise zu spielen. Und man kann aber wirklich in-game quasi die Teile von seiner Armee, die man spielt, kann man selber auch noch anmalen, also die einzelnen Figürchen. Und man hat dort alle Möglichkeiten, dort kreativ zu werden. Und also ich sehe mich schon dort 2 Stunden lang Figürchen anmalen, einfach weil es entspannend ist und ich gerne Zeug anmalen und gerne kreativ bin. Es ist halt einfach genau wie der Charaktereditor. Ja, Ich sehe es schon, das ist Ja, genau wie der ja. Charaktereditor. Da mal einfach 1,5 Stunden lang den Charakter anpassen, der schliesslich muss er perfekt sein. ist es so. Also Ja. dort bin ich ganz krass. Das finde ich mega, mega wichtig. Ich glaube, manchmal das ist das Wichtigste für mich am Spiel. Das Spiel selber, ich wollte nicht nur sehen, wie sich das, was ich erstellt habe, im Spiel selber, wie es aussieht. Oder? Du willst dich Also halt auch näher reinversetzen, so gefühlt. Also, um das geht es ja bei einem Charaktereditor, damit du dich näher besser kannst ins Game versetzen. Ich brauche auch so viel Abwechslung, es ist so lustig. Ich spiele ja Temtem jetzt mit einem Kollegen. Immer noch? Pokémon Klon. Ja, wir spielen es durch im So Moment. gut, okay. Es ist wirklich mega, mega cool. Und bei mir ist es echt krass, ich brauche die Abwechslung. Ich fange mir nie Temtems, wo ich weiss, sie haben keine Weiterentwicklung, weil ich es echt langweilig finde. Ja, ich fange mir nur weiss solche, genau, wo was du meinst. wenn ich weiss, die entwickeln sich noch weiter. Aber wenn ich relax weiss, so. ja, okay, es gibt Ausnahmen, aber gleich. Ich tue dann nur die trainieren, wo ich finde, ey, ich weiss genau, die entwickeln sich noch weiter. Das wird mega cool, wenn sich das weiterentwickelt. Und dann, wenn sich, ey, wirklich, wir freuen uns aber wie kleine Kinder, du müsstest das sehen. Wir sind aber so der, hey, Bro, meins entwickelt sich. Und er so, nein, was, wirklich? Ich würde das gerne mal sehen, so 3 gestandene Männer, so. Das sind wahrscheinlich deine Bandkollegen, so Rocker. Ah, nicht, andere, okay, egal. Aber weißt, so mit herzigen kleinen Taschenmönsterchen spielen, so cute und mit Blümchen. Das würde ich echt gerne sehen, das ist sicher ein herrliches Ja. Bild. Ja, es ist ein herrliches Bild auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Wir sind zwar nur zu zweit, und man kann es nur zu zweit spielen, aber es ist auch einfach mit dem Kollegen sehr, sehr lustig, weil wir eben, Nice. ja, wie gesagt, doch ein bisschen ältere Männer sind, die noch mega Freude haben an dem Pokémon-Klon. Aber das ist weil doch wir wieder so ein schön. bisschen nostalgisch sind. Ja, Ich sicher. finde auf das jeden Fall. toll. Darum für jeden sollte es etwas geben, was ihm Spass macht. Unbedingt. Und jetzt, bevor wir aufhören mit dem Loot und fertig sind mit dem ganzen Podcast, müssen wir wirklich noch schnell kumpen, Steffi, zu dieser Popcorn. Ja. Wir haben sie nicht besprochen. Ich weiss, wir müssen tut jetzt mir wirklich noch leid. schnell darüber reden. Ja. Hey, kein Problem. Ich habe es so vergessen. Wir haben eigentlich wollen vor allem über die reden, also bevor wir mit Buff anfangen. Ich habe es voll vergessen, bevor ich direkt ins Thema eingeschrieben habe. Aber dann gefunden, easy, machen wir es am Schluss. Die meisten waren auch dort selber. Aber ja, ich wollte euch mein riesen Highlight unbedingt erzählen von der Popcorn. Abgesehen davon, dass ich immer Popcorn sage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sage immer Popcorn irgendwie. Oder es tönt immer so. Ja, das ist die Idee vom Namen, glaube ich. Vielleicht, ja. Ja. Nein, also es ist natürlich schon eine Pop-Convention, also Pop and Cultures wäre es ja eigentlich noch fast präziser, wo das mal ja wirklich noch mal ein bisschen mehr japanisch-kulturelle Aussteller dort gewesen. Also wirklich, also es hat auch noch Kendo-Stand gehabt, oder du hast Kimonos posten und so ein bisschen traditioneller japanisches Zeug. So K-Pop-Stand hat es gehabt, also wirklich so wie K-Pop-Sachen, die direkt aus Korea sind importiert wurden. Es hat viel mehr so japanische und asiatische Snacks gehabt als normalerweise. Und es sind so die einzelnen, also so wirklich TikTok-Stars, also so Cosplay-TikTok-Stars, die zum Teil auch dort waren, von Asien, musst du dir das mal vorstellen. Also das Mal haben sie ordentlich in die Wundertüte hineingegriffen. Sie haben auch Bühnenprogramme gehabt, wo viele Schauspieler interviewt worden, unter anderem von The Sandman oder Fantastic Beast. Ich werde dann alles noch ein bisschen mehr zusammenfassen in einem Blogpost. Das sollte morgen Abend, spätestens am Mittwochmorgen eigentlich veröffentlicht werden.
Aber mein absoluter Highlight ist ein Indie-Game. Wie könnte es so anders sein? Und zwar Unpetrified. Ich habe ein bisschen mit den Leuten geredet, also mit dem Founder. Das ist ein Team, ich glaube, das dritte, bin mir nicht ganz sicher. Also das dritte sind wir auch dort gewesen. Aber es ist so ein herziges, schönes Game. Es ist leider erst noch in der Entwicklung. Aber ihnen ist im Moment das Geld ausgegangen und wir haben wirklich lange mit ihnen geredet. So, hey Leute, wir müssen einen Kickstarter machen, unbedingt. Das ist wirklich ein Game, wo ich so viel Potenzial drin sehe. Wo es, also vor allem auch gerade, weil es für Eltern super spannend könnte sein. Weil es ist überhaupt, also es ist kein also ich sage jetzt mal gewalttätiges Spiel. Du machst nichts kaputt. Du kannst niemanden killen oder so. Du bist einfach so eine Figur, so eine Steinfigur. Und als diese Steinfigur bist du unterwegs. Aber du kannst auch also durch deine Landschaft, also mit Wäldern und Flüssen und du hast Emotionen. Und deine Umwelt reagiert auf deine Emotionen. Also wenn du traurig bist, kann es auch regnen und so weiter. Und auch die Tiere reagieren auf deine Emotionen. Und ich glaube, das kann ein wunderschönes Spiel sein. Und eben noch spannend für eben Eltern und auch Lehrer vielleicht. Und vor allem auch für Kids. Es ist wirklich ein Spiel, das ich auch mega sehe, eben mobile und auf der Switch zum Beispiel. Und ich hoffe wirklich, dass dort noch, ja, dass sie dort das Kickstarter, dass sie den starten, dass man dann anfangen kann, donaten, Mann. Und ich würde die echt gerne unterstützen. Ja, und ich habe das Gefühl, die könnten da echt ordentlich etwas zusammenbekommen auf Kickstarter. Ich denke so, also wir haben ein paar coole neue Schweizer Games gesehen, neue Schweizer Studios gesehen, wo wir sehr gerne auch uns überlegen, ob wir es dann vielleicht mal ein Game von denen streamen oder so. Ja, aber das geht noch 1-2 Jahre, bis sie teilweise draussen sind. Ja, ja natürlich. Natürlich wird es uns dann noch geben. Natürlich wird es uns dann noch geben. Ich weiß noch nicht in welchem. Aber es wird es sicher noch geben. Und dort möchten ich und Steffi wirklich einfach auch sagen, hey, wir unterstützen sehr, sehr gerne kleine Studios, einfach auch persönlich, aber sicher auch einfach mit der Präsenz im Podcast. Weil das für uns mega wichtig ist, dass die Schweizer Gaming- und Developer-Szene ja nicht aufhört und immer mehr Zeug macht. Ja, wenn man sich überlegt, die Schweizer Entwickler, also die Schweizer Games sind teilweise enorm erfolgreich. Mundown war super erfolgreich gewesen, also vor allem ich rede jetzt von international. Far, so erfolgreich. The Wandering Village hat ja jetzt gerade eben die Kickstarter-Kampagne statt 30'000 haben sie 150'000 eingenommen. Da haben wir in der letzten Podcast-Episode oder vorletztes Jahr ein bisschen mehr darüber erzählt. Und das ist ja all over Twitch im Moment. Das ist international, wird das richtig gehypt. Und ja, zu Recht. Also die Schweizer sind gut im Games entwickeln. Zu Recht, ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also was war dein Highlight gewesen? Mein Highlight war, dass es mega viele Leute hatten. Also mir hat es mega gefreut, dass so viele Leute rum waren. Dass die Popcorn eigentlich erfüllt hat, was sie vorgehabt hat. Und zwar die Leute nach Corona wieder an eine Messe locken, nach Fantasy Basel, nämlich die erste, glaube ich, wo jetzt dieses Jahr wieder in der Schweiz stattgefunden hat. Und das war mega cool gewesen. Also die ganze Community immer wieder herzerwärmend, wie viele coole Leute es eigentlich gibt in der Schweiz, wo Gaming und Cosplay feiern und einfach auch sonst eine kleine Nerds sind. Das ist mega schön, das erwärmt mein Herz jedes Mal. Und ich habe es mega cool gefunden, dass sich die Leute immer mehr getrauen, was Cosplays betrifft. Also ich meine dort vor allem auch die weibliche Welt, wo also inwiefern Menschen getrauen? Ja, einfach auch mal etwas anlegen, was sie halt selber finden, es ist mega, ich sehe dem mega gut aus und sich halt nicht darum scheren, was jetzt die allgemeine Meinung ist von den Leuten, sondern einfach finden, wenn ich mich in dem heiß fühle, kann ich in dem an eine Convention. Und das schließt doch ein bisschen an das Interview an, das wir noch gesehen haben, Steffi, von 20 Minuten, wo ich finde, es ist ein wichtiges Thema, das man muss besprechen muss, wo man darüber reden. Unbedingt. Das ist leider so ein bisschen das Lowlight von dieser ganzen Geschichte.
ist jetzt nicht nur auf Zürich Popcorn bezogen, sondern grundsätzlich auf Gaming-Messen, wo halt viele Cosplayerinnen unterwegs sind, also natürlich auch Cosplayer, aber es geht jetzt hauptsächlich darum, dass wirklich sehr viele Cosplayerinnen leider, auf Gott, dass wirklich die Erfahrung machen, dass sie angegrapscht werden und sexuell belästigt. Das ist nicht okay, Leute. Das ist nicht okay. Und das Problem ist, die Sache ist halt die, es reicht schon, wenn man sie einfach ungefragt anlenkt. Also ungefragt der Arm um die Taille legt. Das reicht schon. Es kann so unangenehm sein. Darum, wenn ihr so irgendwie ein Foto mit ihnen machen wollt, fragt doch einfach schnell, wie das okay ist, wie ihr dürft herstehen. Das kostet euch ja nichts. Und sie sind mega happy und fühlen sich auch gerade viel wohler, mit euch ein Foto zu machen. Oder wenn sie merken, hey, der respektiert mich. Oder also ich meine, eben das Video bei 20 Minuten ist wirklich darum gegangen, da haben sie 5 Cosplayer, 4 Frauen und 1 Typ interviewt. Und die haben ein bisschen erzählt, was so ihre Erfahrungen sind. Und es ist schon crazy, wenn du das teilweise so hörst. Und vor allem die Antworten so, ja, ich kann halt nichts dagegen machen. Was soll ich machen? Ja, bleibst halt freundlich. Das ist hure traurig, Mann. Nein, es ist wenn ihr euch sexuell belästigt fühlt, ist es nicht okay. Oh, ich komme schon wieder in Wallungen. Nein, es ist sehr Aber gut. Aber darum, du weißt, was ich meine, ja. Nico, oder? Ja, fix. Und ich werde eigentlich zu diesem Thema euch vor allem auch dir reden, weil du das weil du das am besten kannst nachvollziehen, weil ich glaube, selbst du hast an Conventions, ich meine, oder auch sonst an Veranstaltungen, oder allgemein, ich meine, man muss nicht mal verkleidet sein, wenn also Sachen, es gibt immer Leute, die das Gefühl haben, sie können mit sich unaufgefordert anlängen. Und das geht halt echt nicht. Ja. Also weißt du, es ist so, macht das nicht. Fragt die Leute, ob es okay ist. Gilt aber auch für das andere Geschlecht. Ich möchte hier die Ja, Männer es ist nicht für rauslassen. beide, ja. Wirklich. Es ist so. Fragt die Leute, wenn die Leute sagen, das ist okay für ein Foto, aber nachher gerne wieder nicht mehr, dann wird das respektiert. Und auch wenn sie sagen, nein, lieber nicht, dann muss man das respektieren. Das ist ein persönlicher Personal Space von jedem. Macht das bitte, respektiert es und geht so auf Leute zu, weil wir haben 2022. Und, Excuse me. Wir haben 2022, genau. Ja, aber ich vielleicht noch an dieser Stelle noch schnell was sagen. Ist natürlich, ja, es gibt wirklich Cosplayerinnen, die sehr provokativ rumlaufen. Das wollte ich an dieser Stelle wirklich noch schnell loswerden. Ich meine, wir haben jetzt am Sonntag auch gerade noch eine gesehen. Hey, du hast dir einen komplett blanken Arsch gesehen. Sorry, wenn ich es so sage, aber also ich musste 2-mal her schauen. Also es ist wirklich so, Entschuldigung. Also ich habe es so aus dem Augenwinkel so halb gesehen. Und dann habe ich wirklich steinhart nochmal hergeschaut. Also wo ich dachte, so, oha. Aber das ist halt genau das. Die Cosplayer und Cosplayerinnen, die legen halt das an, wo sie sich selber wohl drin fühlen, sexy drin fühlen. Und das ist okay. Anschauen, kein Problem. Für das machen sie es auch ein bisschen. Ich meine, die sind meistens auf Instagram, damit sie gesehen werden. Anschauen, okay. Antatschen, nicht okay. Genau. Das ist der Unterschied. Ja. Und bei dieser Person, die du meinst, ich weiß genau, wer du meinst, ja, aber das ist ihr Ding. Ja. Die haben sie ja lustigerweise so ganz als erstes interviewt bei diesem 20-Minuten-Interview. Also ich kann es nur empfehlen für die Leute, ohne dass ich jetzt Werbung für etwas anderes hier mache, einfach weil ich es eine gute Sache finde. Das Interview selber ist eigentlich ein guter Ansatz. Und die Person, die sie am Anfang dort interviewt, das ist die Steffi davor hat. Sie ist jemand, der sehr provokativ ihre Cosplays macht, wo sie eben so viel nackte Haut wie möglich zeigt. Also sie geht dort wirklich ans Äußerste. Ja, aber sie macht auch OnlyFans und sie lebt von dem. Genau, aber auch der, es ist nicht eine Einladung, zum das Zeug antatschen. Genau, das ist ganz... Halt, wenn es ist halt, ja, es ist wirklich so, beziehungsweise nein, sie ist da, zum angeschaut werden. Das ist halt der Unterschied. Sie ist da, zum angeschaut werden. Anschauen dürft ihr ja, aber halt nicht touchen. Das kostet extra, Leute. Also ja, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt machen gegen Geld. Das ist jetzt einfach eine... Das ist einfach so assumed. Das lassen wir offen, aber das wissen wir natürlich nicht. Da wollen wir nicht einfach irgendwie etwas... ja. Das lassen wir offen. Aber sicher eine Kandidatin für einen Hot Top Stream auf jeden Fall. Ja, also. Definitiv. Nein, aber sonst eigentlich ganz chillig gewesen, die Messe. Mal wieder ein paar Leute getroffen. Der Foodstand war der Hammer gewesen. Also Essen ist wirklich gut können dort. Ja. Wir haben, wie hat das geheißen? So zupftes, frittiertes Hühnchen. Das war ganz gut auf Reis. Fantastisch.
Foodstände sind gut gewesen. Sehr gut. Was auch noch wichtig, oder was ich auch noch, was wir noch anfügen müssen, ist, wir sind mit dem Brack-Team, das heisst Steffi, ich und der Yves. Der Yves ist ja unser Product Manager, ein mega cooler Dude. Und Ich weiß. eigentlich eigentlich unser MVP. Er ist dieser oder? Daddy, Mann. Okay, das hast du gut gesagt. Auf jeden Fall haben wir mit allen wichtigen oder mit vielen von den wichtigen Herstellern, die derzeit waren, ein Interview noch geführt. Yes. Haben sie noch ein bisschen gefragt, wie sie es gefunden haben, etc. Und das Ganze kommt in unserem Review-Video von Popcorn, wo wir auch noch werden auf brack.ch aufladen in einem Blogpost. Steffi wird das noch machen, unsere Content Witch wird dort etwas zaubern, wo nachher ein wunderbares Video daraus wird, mit coolen Interviews. Also schaut dort bitte rein, wenn ihr Zeit habt, und gebt uns mal noch das Feedback, was ihr davon haltet. Wir haben probiert, sehr spannende Fragen zu stellen, nicht einfach so «Hallo, wie geht's? Warum bist du Nintendo?» sondern einfach so «Was siehst du?» Ich habe erwartet, warum bist du hier, aber nein, warum bist du Nintendo Hotel? Ja, also... Ja, egal, was er will sagen, schaut es dir an, wenn es dann draußen ist. Genau, schaut es an, wenn es draußen ist. Yes. Genau. Jawohl. Immer Sachen zuerst anschauen, bevor sie draußen sind. Wir haben ihn nicht verstanden, aber egal. Es ist, glaube ich, irrelevant. Ist ja. Es ist wirklich, vielleicht besser haben wir es nicht gehört. Es ist definitiv irrelevant. Cool. Ja, hey Leute, lasst 5-Sterne-Bewertung da. Für den Nico seine Ausrutscher, hätte ich fast gesagt. Und nein, es würde uns natürlich sehr freuen und uns mega unterstützen, wenn ihr für uns 5 Sterne würdet geben auf Spotify. Jetzt hätte ich fast Spotify gesagt. Ich glaube Hunger. Auf Pommes. Und Buffgrid Loot gibt es übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Genau, fast überall. Und ja, genau. Abonniert uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Bye bye. Bye bye. Hey, warte, du kannst keine Links schicken. Der Podcast ist Bye, übrigens bye. vorbei. nein, wir bleiben Bye, noch ein bye. bisschen. Nein, Nico, wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben noch ein bisschen. Was, wir bleiben noch ein bisschen. Wollt ihr jetzt drin? Aha. Ja, hey, wir bleiben noch ein bisschen. Ja, jetzt hast du gesehen, wie fleissig die Leute gechattet haben? Während wir da am Quatschen waren. Hey. Der Vater hat gar keinen Link geschickt, er hat 5 Sterne gegeben. Aha! Oh mein Gott! Nein! Ich meine natürlich auf Spotify. Ich sage jetzt nur auf Spotify. Ich habe Hunger auf Pommes. Ich gehe nicht in Burger King oder so. Nein, Steffi, über was haben wir geredet? Was? Über viel? Ja, Healthy Food. Hä, wenn? Da bin ich nicht dabei gewesen. Nein, definitiv nicht. Das habe ich jetzt erfunden. Aber das ist nichts. Hä? Wenn? Also, ich weiß von nichts. Ich weiß wirklich von nichts. Das sind 5 Sterne mal Vato. Hey, nein. Ja, aber er hat recht. Du hast so etwas von recht. Ich hasse dich für das. Das ist so gut. Hey. Also, mit dem habe ich jetzt null gerechnet. Das ist wirklich fantastisch. Was kostet mir vegane Nuggets? Wir sind überfordert, Steffi, hat der Nightmare Pascha gesagt. Nein, Ja. wir sind nicht überfordert, wir sind überarbeitet. Übermüdet sind wir, ja, genau. Übermüdet. Steffi, kommt bei dir jemand bohren? Ja, habe ich ja gesagt, da ist jemand im Büro am Bohren. Aber wenn ich natürlich... Ja, jetzt ist der Podcast durch, jetzt muss ich mich ja nicht muten die ganze Zeit. Aber sie haben echt Pause... Eben, gell, wenn ich im Reden bin, hört man es gut. Und jetzt haben sie wirklich lange Pause gemacht mit Bohren und jetzt haben sie wieder angefangen. Jetzt, wo wir fertig waren, ich glaube, sie haben es gemerkt. Solange sie die nicht anbaggern, nur anbohren, ist ja okay. Ich habe immer noch keinen Gaming-Monitor, seit der Nightmare Pascha. Ja, AOC, los, warte schnell, ich kann den raussuchen, den ich daheim habe. brack.ch. Soll ich euch das zeigen? Komm, wir machen das jetzt gerade live. Jetzt gehen wir gerade live auf... Frage jetzt Steffi, kannst du das Ganze... Was? Kannst du das bitte mit einer sexy Stimme machen, so zu einkaufen?
Nein. Bitte, das wäre so cool. Hey! So, Brachpunkt. Ja. Oh, das war richtig. Oh Mann, jetzt haben wir das Logo zweimal. Schau jetzt, das ist nicht cool. Ach. Genau. Pommes frites für die Steffi. Yes. Teleshopping. Genau so sieht es aus. Nein, jetzt muss ich gerade überlegen, welchen habe ich. Ich glaube, ich habe den. Nein, das ist der andere. Den habe ich. Nein. Welchen? Der oben links. Der ganz oben links. Ah nein, der ist 34 Zoll. Das ist ein bisschen gross. Nein, du hast nicht den. Du hast doch den mit dem gelben Bild. Also nicht den. Moment. Wir haben ja Filter. Bildschirmdiagonal. Da. Gang noch ein bisschen rauf. Gang noch ein bisschen rauf. Wie zopperst? Der hier, der rechts. Nein. Ah! Nein, ich habe Aber- 244 Hertz. Sicher. Moment, Auflösung. Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, WQHD, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. 240 Hertz. Das ist gemeint. Ich glaube, Ja, weißt du, wie viel kostet der Odyssey Arc, der Fato? ich habe 2500, glaube ich. Ja, ich habe den hier. Aber es bin einer von denen. Nichts welches mehr. Ah, ja, man hat gesagt, Maus nicht, Entschuldigung. Der erste ist, glaube ich, Curved. Ich glaube, ich habe den zweiten. Ich glaube, ich habe den hier. Aber 24G 2ZU BK. Ich glaube, ich habe den. Ja. Okay. Ich glaube. Ja, ein Schnäppli. Ja, als ich ihn gekauft habe, war er noch ein bisschen teurer. Ah, nein, weißt du, das Ja. ist 13,8 Zoll. Meine ist, glaube ich, grösser. Ja, Extra 28 Zoll. 240 Hertz. 28 Zoll, das ist meine, glaube ich. Pascha braucht aber 2. Ja, wir haben auch 2 von denen. Das ist 2 von den gleichen. Ja, die kannst du drehen, weißt du, Hochformat, das ist urgebig. Mm. Aha. Nein, ich bin ja nicht daheim, weißt du. Steffi streamt in Magaville. Ja, ich streame in Magaville im Studio. Darum kann ich nicht schauen, was ich jetzt daheim für einen Monitor habe. Aber ich weiss, es ist ein AC mit vielen Zahlen und Buchstaben. 240 Hertz, 28 Zoll. Ja. Ich glaube es. Oder sie hat 23. Das kann auch sein, dass es 23,8 Zoll sein. Er muss grösser als der, den ich vorher hatte. Darum musste ich einen den Hochweg drehen. Aber das ist echt cool. Ja. Das ist ein guter Monitor, ich bin echt zufrieden. Ich finde das eigentlich noch gut, wenn wir, Das ist, wenn glaube ich, wir immer am curved. Ende vom Ja, das ist Podcast curved, noch so ein bisschen Dings machen. So ein bisschen Shopping. Können wir machen, ja. Ja, nein, aber das so ist ein echt... bisschen reinschauen. Da hier. Ja, den hier. Genau. Ja, den. Ich glaube, es ist sogar 13,8 Zoll. Ja, Full HD. Übrigens, wir haben, das darf ich glaube auch noch sagen. So ein Hochformat, schau. Das ist So. recht. Das ist Hochformat. Und natürlich tut das Bild, mitdrehen, nicht so, wie das jetzt hier drauf gesehen keine Ahnung, wer das gemacht hat. Mal schau da, Hochformat, schau. Ja, aber sag ich ja, aber das Bild dreht mit. Nicht so wie hier. Wer hat das gemacht? Keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber ja. Nein, Grills und Bohrer können wir nicht anschauen. Das ist ja ein Gaming-Podcast. Entschuldigung. Aber Steffi hat genug von Bohrer, glaube ich. ja, wirklich. Ja. Aber hey, du darfst einfach echt gerne regelmäßig auf unsere Gaming-Seite schauen. Also jetzt ist natürlich das Bild ein bisschen abgeschnitten, links und rechts, damit es angepasst ist auf YouTube. Aber hey, du dürft geht doch einfach regelmäßig bei uns hier auf die Seite schauen. Ich habe die Seite aufgebaut und sie ist echt cool, das kann ich euch wirklich sagen. Es hat immer den neuesten Shit drauf. Da ist übrigens eine Monitor-Aktion. Philips Monitor. Da sind übrigens Monitor. alle Banner drauf, die Nico managen. Genau. Einfach, dass ihr wisst, das Zeug. Gaming-Produkt des Monats ist ein Bild, ist ein Monitor mit 31,5 Zoll. Oha, Ultra HD 4K, 144 Hertz. Ja, kostet nur noch 830 Stutz. Da hast du doch einen. Ja. Perfekt, kannst du 2 von denen gönnen. Das willst du mehr. Tipptopp. Immer Immer noch günstiger als der Samsung Arc. Immer noch günstiger als der Arc. Ja. Das das ist hat das praktisch ein Gaming-Produkt des Heimwerker- Monats, und ja. Grill-Podcast. Nein, wir sind glaube ich der einzige Podcast, der brack.ch hat. Ja.
Wir sind der Einzige, ja. Aber wir hoffen, dass wir nicht der Einzige bleiben. Wenn andere Leute auch kreativ sind und einen machen, hey, Ja, let's go, dann sind wir nicht mehr allein. der Äh, Dings hat, Cyril hat ja eigentlich mal wollen einen D&D-Podcast machen, also Pen and Paper Podcast machen, aber ist dann leider nicht mehr dazu gekommen und irgendwie das Format hat nicht ganz so gestimmt und er hat sich dann wohl anders überlegen, aber da kommt dann vielleicht irgendwann mal etwas, wenn er wieder mehr Zeit hat. Im Moment ist er, glaube ich, komplett zugemüllt mit Zeugs. Aber mit ja, vielleicht Mails, kommt ja. mal wieder ein Pen and Paper Podcast, ja. Da haben wir noch den neuesten Ähm, Blogpost von mir über die Logitech G Aurora Kollektion. genau, unbedingt reinschauen. Mhm, Und der mhm. Gamescom ist eben auch schon. Gamescom ist auch noch drauf, weil ihr noch etwas über die Gamescom wollt Ja, erfahren. Gutscheine Weiter können wir ist. euch leider keine geben. Also, was wir sicher noch werden machen, Pascha, das kann ich dir auch schon sagen, ist, wir haben sicher auch noch etwas, was wir werden verlosen. Wir verlosen Ja, immer wieder Sachen hier. ja, genau. Wir werden jetzt wieder ein Auch, bisschen mehr anfangen, vor allem mit Sachen verlosen. genau. Jetzt ist Auch nämlich, Gaming Gear. Gell, Steffi, viel Gaming Gear, das wir können verlosen ja, können. Monitore, aber vielleicht nicht gerade. Monitore Ist nicht, halt nein. gross und Ja, teuer. ja, Das kommen wir meistens ja, ja. einfach so über. Das ist halt so ein bisschen das. Genau, genau. Mhm. Spannender Ansatz übrigens, dass du geschrieben hast, sinnvoll oder diskriminierend. Ich muss nicht einfach mal noch lesen. Der Noch Dings, nicht, ja, der Blog, ja. der Blogpost. Mhm. Ja. Streamers Ja, Essentials da, gesehen, geht auf Elgato, super. also ich muss wirklich sagen, ich meine, die Meinung diskriminierend ist natürlich sofort aufgekommen, gell? Also ich meine, weißt du, wie viele Männer sich diskriminiert gefühlt haben? Also jetzt no Aber joke. warum Männer? Ich hätte mich als Frau sogar diskriminiert gefühlt. Weil ich Nein, wir hätte sind ja gefunden, froh. Hey, ganz ehrlich, ich zeig, also warte, jetzt hat das Bild, das ich gemacht habe. Schau mal den Unterschied an von der Superlight zur Aurora Maus. Das sind 2 ja, Zentimeter, das macht so viel okay. aus. Und dann schaust du mal so eine Maus an, die ich jetzt gerade in die Kamera habe. Das Ja, ist die 502 Hero. Und, also nicht die X. Die neueste ist die ja, X, die ja, ist, ich glaube ich, weiss, welche das wireless. ist. Ja, 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 die die habe ich früher sieht auch genau gehabt. gleich aus. Jetzt ist es auch noch weiß. Aber das Teil ist für meine kleine Hand viel zu klobig. Ich habe jedes Mal einen Krampf, wenn ich die Maus zu lange benutze. Mir tut die Hand weh jetzt. Und ich habe sie nicht lange benutzt, aber sie fühlt sich komplett verkrampft an. Also die kleine Maus also von der Aurora Collection, die ist im Fall so angenehm. Das kann ich Okay, euch wirklich okay. sagen. Okay. Bei Ja. mir ist eben wirklich das Gegenteil, aber das stimmt, da trifft das wirklich Ja, aber zu. du hast viel Weil wenn größere ich, Hände als ich. ja, Wir können jetzt riesig, keinen wirklich. Handvergleich machen, aber ich meine, Nein, aber ich habe wirklich ja. nicht grosse Du weißt ja, Hände. was man sagt, oder? Ja, eben, auf jeden Fall. Nein, nein, was ich eigentlich Es aber langt. sagen. Was ich eigentlich aber sagen. Mann! Oh, wer ist denn das gewesen? Kannst du noch mal ein bisschen rauf? Was? Das war ich. Gewesen. Noch mal ein bisschen. Nein, kannst du noch mal ein bisschen rauf? Ja, ich bin hier Der oben. Hure, Du siehst es der Hure später. heiß gewesen, geh noch ein bisschen rauf. Weiter rauf hast du nicht mehr. Oh, das bist du. Ja. Okay. Ja, also das Headset ist super. Das ist mega angenehm zum Tragen und mega weich und ich habe es wirklich sehr gut. Aber eben, ich habe wirklich alles schön beschrieben, warum, was, wieso. Also ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht, bin auch recherchieren, wie gross der Handunterschied ist, also wie gross die durchschnittliche Frauenhand ist und wie gross die durchschnittliche Männerhand ist und so im Vergleich. Und das macht schon etwas aus. Ja, also Ja, schau es an. wir machen das gerne. Wir passen wirklich, wenn du Fragen hast, wir sind immer da für Sachen im Gaming-Bereich Ja, zu beantworten. klar. Wir haben übrigens so 3 PMs hinter uns, 3 Product Manager, die wir können fragen können, wenn es um also um wirklich detaillierte Themen geht. Wir sind im Moment auch dran und probieren, ein neues Format zu bringen hier auf Twitch, wo es noch ein bisschen technischer zu und her geht. Wenn es möglich ist, das zu realisieren, Ja, wir wird haben es jetzt mal das mega cool. Konzept geschrieben, genau. Genau, genau. Und Oh, das ist noch Unpetrified, das habe ich voll vergessen zu zeigen. das ist noch Unpetrified. Das ist noch mal Unpetrified, der sagen. Trailer, ja. Das wäre das Game, das wir eben gesehen haben Ja, an Artery Popcorn, gell? Popcorn, das ist so cute. Mit dem Blümchen auf dem Rücken, das sieht doch so herzig aus. I cry.
Ja, es ist ein sehr lustiger Ansatz, vor allem die Mhm. Steine, die sich zusammensetzen. Das ist schon so. Aber wenn er so mit der Hat Umwelt etwas. agiert und so. So hat nach den Blümchen und Wissen, wenn er Freude hat und so. Das ist so cute. Ja, Aber voll. ja, nein, wir können, also wir tun wirklich, aber am Montag können wir das gerne noch ein bisschen einführen, dass wir für euch irgendwie Sachen gehen suchen oder so, oder euch Empfehlungen können geben. Ein Genau, bisschen im Shop genau. rumscrollen. No Ihr problemo. könnt gut wirklich auch nach dem Podcast einfach schnell Fragen stellen, wenn ihr noch Ja, Fragen voll. zu einem Produkt habt. Ihr voll. könnt natürlich auch Well, mal gut. ranten und sagen, Nein, wir ranten das nicht. Zeug ist nicht angekommen. Weißt du, was ich meine? Also ja, Nein, mal, also das was wir darfst du natürlich schon. nicht sind, ist ein Support. Das ist nicht unsere Aufgabe und dort sind wir nicht, dort haben wir zu wenig Know-how. Wir können euch keine Support-Anfragen beantworten. Das geht einfach nicht. Also wir können euch nicht sagen, so, warum euch ein Produkt noch nicht angekommen ist. Das liegt meistens per Post, das ist bei denen. Genau, wir können es euch nicht sagen, aber wir Wir können, können, ja, wir wir können euch können auch euch nicht sagen, beruhigen und ein Liedli singen genau, und sagen, wir können euch auch wartet, nicht bis es kommt. sagen, wenn das euch ein Wunschprodukt wieder verfügbar ist und so. Also, oder das ist, also, das ist uns gar nicht möglich. Das ist der Support. Da müsst ihr euch an Support wenden, aber I mean, ja. Also, ich meine, für etwas 2800 für den PC, wo wir gerade kaufen bei gerade im Angebot ist, aber sonst finde ich Brack.ch Hammer, haben mit mein Musikprogramm von dort. Ja, gell? Was ist schade, dass wir kein Support sind, ist doch gut. Sonst wären wir nämlich nicht da. Wenn wir im Support würden arbeiten, könnten wir den Podcast nicht machen. Genau, genau. Und aber wie gesagt, ich finde es mega, mega wichtig, dass ihr so Fragen oder so Sachen könnt fragen am Schluss. Was ihr natürlich auch könnt machen, ist eben das Zeug in den Discord schreiben. Ja, genau, wir haben Ähm, Discord. wenn es nachher noch. Discord! Steffi betreut den Discord. Genau, wir tun jetzt Und übrigens dann noch boosten. Heute oder morgen tun wir noch boosten. Haben wir Nitro. genau, wir tun ihn noch boosten. Yes, sir. Wegen dem Nitro Game Deal. Ist das? Ich weiß noch nicht. Egal. Du Wir wirst es werden ihn sehen. boosten. Yes. Und es wird lustig. Aber ja, wegen den 3 Raten, du, keine Ahnung, aber wie gesagt, da können wir echt keine Antwort geben, warum es nur 3 Raten gibt. Das Einzige, was wir natürlich machen können, ist, wir können das Feedback weiterleiten. Ich meine, eben klar, wenn du etwas hast, das 300 Franken kostet, ist die 3 Raten okay, aber wenn du etwas hast, das 3000 Franken kostet, ist es natürlich schon noch mal etwas anderes. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, zahlen nicht auf Raten, weil es kommt euch schlussendlich viel teurer, als wenn ihr so ein Stück zahlt. Also es ist leider immer so, man hat immer Zinsen. Man hat immer Zinsen, wenn man in Raten zahlt. Stimmt. Hört auf Jeffy, Ja. sie ist Finanzberaterin nebenbei. Nein, das nicht. Aber ja, heutzutage mit den ganzen Strompreisen, die sich erhöhen, alles wird teurer, Lebensmittel wird teurer, da muss man schon ein bisschen schauen. Also, Bitte nicht. Das müssen wir jetzt hör wirklich auf. nicht Nein, thematisieren. das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann wieder jeden Tag im Büro sitze. Ja. Ja, Also ja. schau, wenn die dann endlich mal aufhören, ihren sinnfreien Krieg zu führen, Ah, ja, das dann sowieso, ja. Da wäre das als würde viel nämlich, besser. dann würde mein Indexfonds nämlich wieder ein bisschen raufgehen. Das ist ja so. Definitiv, der ist ins Bodenlose gesunken. Das ist ein bisschen traurig. Zum Glück ist ja das etwas, was man langfristig anlegt. Ja. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von den Gaming-Szenen, also von den Gaming-Themen, meine ich. Bevor wir noch mehr Fässer aufmachen, macht ihr, glaube ich, bald mal aus auf Twitch? Ja, wir würden jetzt den Stream beenden, Luki. Er fängt so, hey. So, hey, es wäre vielleicht mal Zeit, Leute. Ist gut, Luki, wir gehen Ja. Race checken. Ja, Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, ist gut, ihr wollt uns nicht mehr länger zulassen. Es ist absolut verständlich, ich kann das nachvollziehen. Genau, es ist schützen, genau. Message of the Day. Ey, Sarge, wie geht's dir? Hey, denkt dran, unser Streaming-Programm, wir posten es immer auf Twitter. Falls ihr uns auf Twitter nicht folgt, dann macht das doch noch, holt es nachher. Sie wollen noch Feierabend machen. Ja, das kommt auch dazu, ja. Folgt uns auf Twitter, dort posten wir immer den Schedule von der Woche, wie das wir streamen, wer wann streamt und was. Und genau für diese Woche sieht es folgendermaßen aus, eigentlich wie immer.
morgen am 11 Uhr ist der Cyril mit Klemmbausteinen am Streamen für etwa 2 Stunden. Am Mittwoch am 3 streamt der Troy. Ich gehe mal davon aus, er wird auch weitermachen mit Satisfactory. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit auch noch etwas anderes gefunden, wo er Spass dran hat. Und am Freitag am 2 bin ich wieder dran. Ich muss noch überlegen, was ich soll streamen. Vielleicht probiere ich etwas Neues aus. Und ja, heute in der Woche am 3 sind wir wieder für euch da mit dem Gaming News Podcast. Genau, So sind wir wieder da für euch. Yep. Sehr gern, Pascha, sehr gern. Und nein, du hast uns nicht aufgehalten, alles gut. Wir sind eher recht schnell durch mit dem Podcast, von dem her ist easy. Yes, also. Yes, wir gehen. Ich würde auch sagen, das wäre es für uns gewesen. Merci, seid ihr da gewesen. Vergesst nicht, auch auf Spotify nochmal vorbeizuschauen. Und haut raus. Schaut einfach, dass ihr immer schön da seid, gell? Schaut, dass ihr immer zuschaut. Der Stream muss auch immer laufen nebenbei, Leute. Immer, wenn wir live sind. Ja, das ist mega wichtig. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben. Wirklich noch ein bisschen Gas geben, noch ein bisschen Follower reinholen. Ja, wir müssen schliesslich beweisen, dass es durchaus sinnvoll ist, dass wir am Streamen sind. Dass es einen gewissen Mehrwert bietet. Und dass wir das Experiment... Das wäre wirklich der Wink mit dem Zahnfall. Ja, alle hier. Winkt mit in die Fresse rein. So, ja. Wirklich, wenn ihr wirklich etwas Gutes machen wollt, dann schaut, dass ihr den Kanal hier teilt mit allen Leuten, die ihr kennt. Schaut, dass so viele Followers wie möglich noch reinkommen. Exakt. Damit ich und Steffi mit diesem coolen Projekt dürfen weiterfahren. Genau. Und die anderen auch, die mitmachen. Mhm. Genau, und die anderen auch. Und wieso eigentlich nicht Videopodcast auf Spotify? Ich glaube, in der Schweiz kann man das gar nicht machen. Bin mir gar nicht sicher. Es ist am Kommen, ich weiss es, aber I don't know. Nein, wir haben uns für Podcasts entschieden. Podcasts kannst du natürlich auch noch schneiden, easy. Ja, das ist viel einfacher. Und was wir noch mitnehmen, Steffi, was mega wichtig ist, jetzt fast vergessen, wir müssen noch etwas mitnehmen aus diesem Stream. Und zwar, hat es, glaube ich, der Luki gesagt, und zwar sind wir tatsächlich der genau. aktivste Corporate Stream. Aktivste Corporate Stream der Schweiz, ja, genau, das ist richtig. Der aktiv, nicht der grösste, aber der aktivste, ja. Darum, das ist nice. Sagt es weiter, erzählt es euren Freunden, wie cool das wir sind. Genau. Das ist mega nice. Das nehme ich so mit ins Marketing. Oh, der Beste. Oh, danke vielmals. Oh, merci. Das ist mega herzig. Das ist lieb. That brightens up my day. Ja. So habe ich mein Budget für die 10 Gift-Jobs schon ausgegeben. Hast du gut einen bekommen. Aber hey, in 2 Wochen geben wir nochmal 10 aus. Also. Ja, wir werden in 2 Wochen wirklich Werbung machen am Hero Fest. Also wir haben ja an Popcorn ein bisschen Werbung gemacht. Ja, nicht so wirklich. Nicht so wirklich, nicht aber so, das also du hast ja nicht den Leuten... Ja, du kannst nicht so schauen, hey, hast du gesehen, schau mal. Genau, es ist immer noch Corporate, es ist immer noch eine Firma. Wenn du auf die Leute zugehst mit Werbung für eine Firma, ist immer noch so ein bisschen schwierig. Ja, das ist nicht so. Da bin ich ja selber auch ein bisschen so. Ja, du hast immer das Gefühl, sie wollen mir wieder etwas andrehen. Ja, der Fato, es gibt noch mehr. Also wenn du meinst, mehr Corporate Streams, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt noch Digitech oder so. Ja, klar. Ja. 20 Minuten macht auch. 20 Minuten. Zählt esports.ch auch als Corporate? Denke schon. Eigentlich schon, ja. Egal. Ja. Ich sage das nicht für Gift zu haben, so ganz sicher nicht zum Herzen genannt zu werden. Das ist mega lieb von dir, du bist ein Hennenschatz. Besser. Also nein, sagst du, sie Mensch wirklich ernst. Also wenn sie so gibt, meint sie es wirklich ernst, auch wenn es nicht so tut. Das ist so mega lieb. Der ist wirklich mega lieb, danke. Falls du dich gefragt hast, ob es noch mehr gibt von wegen Streams bei uns, ja. Also Steffi hat vorhin gesagt, wir sind jede Woche mit 4 verschiedenen Formaten. Nein, 3 Formate, 4-mal live. So. Ja, genau. Ja. Und das ist wirklich mega cool, weil der Troy, dem müsst ihr echt zuschauen. Ja, so Troy am Mittwoch. Schokibär. Das sage ich ihm Troy, dass du ihn Schokibär genannt hast. Aber stimmt, Troy ist super. Ich bin nicht so cool wie der Troy, aber das ist okay. Ich streame trotzdem gerne. Und wir haben auch TikTok, falls ihr auch TikTok habt. So. Ja, wir haben ja TikTok. Genau, wir haben TikTok. Dort wirklich schauen. Hey, vielleicht hätten wir doch irgendwie so eine 48-Stunden-Sabaton machen.
Übrigens, einfach, dass ihr es wisst, die ganze... Ja, du Gummibär können sagen, Luki, du weißt, wie ich es meine. Come on. Als hätte ich es so gemeint. Ja, nein. Ei. Nein, der Nico nicht, auf keinen Fall. Nein, was ich noch schnell sagen wollte, also einfach, dass ihr es noch wisst, wo das nie so wirklich kommuniziert wird. Aber alle Einnahmen, die wir generieren durch den Chat, also durch den Twitch-Stream, die werden wir spenden. Also es geht nicht an uns oder an die Firma selber, sondern wir werden das Geld sammeln, das zusammenkommt und uns dann an einen guten Zweck spenden. Genau. Das läuft um Halloween. Genau, das müssen wir noch schauen. Keine Horror-Streams. das ist eine gute Frage. Ja, Nein, keine Horror-Streams. Steffi schminkt Aha, ja. sich. Erzähl. Ich schminke mich. Oder so. Cool. Ja, aber jetzt könnte man Schminkt sich. eigentlich könnte man das machen. Wir haben ja genug Make-up-Leute da, dass sie... Wir haben eine riesige Beauty-Abteilung, Mann. Die können mich auch schminken. Dann tun wir das live streamen. Wäre doch perfekt. Ja, so eine Pumpkin oder so könnte man Oh machen. Das wäre noch nice. Ja. So eine coole... Also, coole egal. Pumpkin. Let's go. Ich gehe jetzt Auf. Fries essen. Ich Also. wünsche euch einen wunderschönen restlichen Montagabend. Wir sehen ins Fübi. Genau, ins Fübi gehen wir. Kommt morgen auf die 11 Uhr wieder hierher zurück. Dann geht es weiter mit Klemmbausteinen mit dem Cyril. Schon immer ganz gemütlich. Am Mittwoch, am 3 ist der Troy und am Freitag, am 2, schön vor dem Wochenende, bin ich nochmal am Start. Yes. Ich wünsche einen schönen Abend. Allerseits. Habt Sorge, macht's gut, eine gute Woche. Ei. Lasst euch nicht unterkriegen von all dem, Ei. was läuft. Sondern einfach weiter schauen. Exakt. So sieht es aus. Bye bye. Tschüss zusammen.